SRF Audio. Stellt euch vor, der mächtigste Mann der Welt greift zum Telefon und ruft den mächtigsten Mann im Weltfußball an. Wenige Stunden später hebt die FIFA eine Sperre auf. Genau das soll passiert sein. US-Präsident Donald Trump soll den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino darum gebeten haben, die Sperre von US-Stürmer Folarin Balogun aufzuheben. Normalerweise verbietet sich die FIFA eine direkte politische Einflussnahme im Fußball, aber der US-Präsident, der ist offenbar eben zu mächtig. Das Ganze löst in der Fußballwelt einen Sturm der Entrüstung aus. Das sei ein inakzeptabler Eingriff in die Integrität des Spiels. Sogar die UEFA kritisiert die FIFA scharf. Was bedeutet das für FIFA-Chef Gianni Infantino? Hat er sich so ins eigene Fleisch geschnitten und wird ihm das womöglich zum Verhängnis? Darum geht es heute bei News Plus. Ich bin Vanessa Ledergerber. 64. Minute. Die USA führen 2:0 gegen Bosnien-Herzegowina. Der Mann des Spiels ist US-Stürmer Folarin Balogun. Er sprintet einem langen Ball hinterher. Im Laufduell trifft er seinen Gegenspieler mit dem Stollen am Knöchel. Ja, schon ziemlich hart getroffen, unabsichtlich. Der VAR meldet sich. Der Schiri überprüft. After review, the number 20 United States Committee serious foul. The final decision is red card. Balogun bekommt die rote Karte und muss vom Platz. Er sagt im Anschluss dazu: It's important for me to say, obviously, first and foremost, it's totally unintentional, which I'm sure a lot of people know. But, I think the choice of the referee was, of course, his choice, but I don't think it was the correct call. I think a yellow card would have been fair. Es sei natürlich die Entscheidung des Schiedsrichters gewesen, er halte sie aber nicht für die richtige, eine gelbe Karte hätte gereicht. Und die Entscheidung bedeutet eigentlich auch, dass Folarin Balogun für das nächste WM-Spiel gesperrt ist. Aber im WM-Achtelfinal gegen Belgien darf Folarin Balogun wieder spielen. Die Sperre gegen den 25-Jährigen wird auf Bewährung ausgesetzt. Das hat die FIFA am Sonntag entschieden. Heißt, die Sperre bleibt im Hintergrund bestehen und wird wirksam, sollte er in einer festgelegten Zeit wieder gegen Regeln verstoßen. Besonders brisant daran, vor diesem Entscheid soll US-Präsident Donald Trump seinen Kumpel und FIFA-Chef Gianni Infantino am Telefon darum gebeten haben, die Sperre aufzuheben. Medien berichten übereinstimmend, dass dieser Anruf stattgefunden haben soll. Und das sorgt gerade für ganz viel Wirbel und Kritik in der Fußballwelt. Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel. Das muss man einmal ganz kurz sagen. So, weil unser Spiel, da leiden wir alle unter Fehlentscheidungen. Das sind so lächerliche rote Karten in der Vergangenheit gegeben worden, wo alle nachher sagen, das war keine rote Karte. Und trotzdem bleiben sie bestehen, weil Tatsachenentscheidung. Und hier gehen wir ran, wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, das ist verrückt. Sagt hier zum Beispiel der designierte deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp bei Magenta TV. Auch der ehemalige FIFA-Chef Sepp Blatter hat den Entscheid kritisiert. Und der belgische Fußballverband hat unterdessen Berufung gegen die Entscheidung der FIFA eingelegt. Reaktionen von der FIFA selber oder aus dem Weißen Haus gibt es bis Redaktionsschluss am Montagnachmittag keine. Aufhorchen lässt aber ein Post von Donald Trump auf Truth Social, in dem er sich bei der FIFA für den Entscheid bedankt. Was also ist von all dem zu halten? Und wie problematisch ist es? Das will ich von Ronny Blaschke wissen. Er ist deutscher Sportjournalist und auf politische Themen im Sport spezialisiert. Ihm geht gerade einiges durch den Kopf. Ja, also das Foul selbst an sich, das wird ja intensiv diskutiert. Viele in den USA sagen, das sei kein Foul und jetzt sei ihnen Gerechtigkeit widerfahren. Aber als sich dann die Meldung durchgesetzt hat, dass Donald Trump dort offenbar interveniert hat, manche Medien berichten sogar davon, dass er 3-mal angerufen hat, Gianni Infantino. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist Donald Trump aufgewacht, weil er ja die WM bislang für sich nicht genutzt hat. Und wir kennen das aus dem politischen Kontext, dass er einfach mal den Hörer in die Hand nimmt, anruft, Druck ausübt.
vielleicht sogar stark mit seinem Einfluss spielt. Und genau das habe ich mir dann auch bildlich vorgestellt und offenbar hat er jetzt Erfolg gehabt. Ja, und falls es wirklich so passiert ist, also falls Trump wirklich Gianni Infantino angerufen hat, wie problematisch wäre das? Ja, das hätte es so noch nicht gegeben. Das ist ein Präzedenzfall, also dass Fußball und Politik zusammengehören und dass auch Regierungen, politische Vertreter intervenieren. Also es gab in den 60er Jahren den König von Marokko, der hat sogar in der Kabine angerufen, hat darum gebeten, dass die Spieler ausgewechselt werden. Es ist mal der Bruder des kuwaitischen Emirs bei der WM 1982 mal auf den Rasen gegangen. Aber dass ein Präsident einer demokratischen Nation bei der FIFA offenbar anruft, um so eine Entscheidung zurückzunehmen, das ist ein Präzedenzfall und zeigt aber auch, dass Gianni Infantino und Donald Trump ja eine gute Beziehung aufgebaut haben in den vergangenen Jahren. Und offenbar ist es da gar nicht so abwägig, sowas dann vielleicht auch zu fordern. Über die Beziehung zwischen Donald Trump und Gianni Infantino sprechen wir gleich noch etwas ausführlicher. Mich beschäftigt gerade noch die Frage, warum die FIFA einen gefällten Schiri-Entscheid überhaupt einfach so zurücknehmen kann. Ja, es stimmt schon, dass die FIFA die Möglichkeit hat, also sie hat nicht die Möglichkeit, diese rote Karte zu annullieren, weil das war die Entscheidung des Schiedsrichters, aber sie kann die Vollstreckung der Sperre zur Bewährung aussetzen. Das hat es zum Beispiel auch im vergangenen Jahr bei Cristiano Ronaldo gegeben. Der hat beim Qualifikationsspiel gegen Irland seinen ersten Platzverweis für einen Ellbogenschlag erhalten, hat 3 Pflichtspiele Sperre bekommen, aber 2 Spiele wurden auf Bewährung ausgesetzt, so dass Cristiano Ronaldo, eine der größten Werbefiguren des Fußballs, eben pünktlich zum ersten Spiel bei der WM auflaufen kann. Auch das wurde ihm jetzt sozusagen als Bevorteilung eines Superstars ausgelegt. Das klingt für mich jetzt aber schon etwas willkürlich und irgendwie auch nicht ganz so fair. Mittlerweile kritisiert auch die UEFA, der Europäische Fußballverband, die FIFA ungewöhnlich scharf. Die UEFA spricht von einer roten Linie, die überschritten worden sei. Sie schreibt in einer Stellungnahme, manchmal lassen Regeln Interpretationsspielräume zu, in diesem Fall nicht. Anders sieht das der US-amerikanische Nationaltrainer Mauricio Pochettino. I think we celebrate all that decision. Er denke, dass alle diesen Entscheid feiern. Die rote Karte im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina sei unfair gewesen. 99% der Menschen würden zustimmen, dass diese rote Karte falsch war. Agree that was an unfair red card. Und dass Pochettino mit dieser Meinung nicht alleine ist, zeige auch der Blick in die US-Medienlandschaft, sagt mir Sportjournalist Ronny Blaschke. Viele Medien, viele Fußballfans, viele Kommentatoren sehen jetzt einfach nur Gerechtigkeit hergestellt, weil sie sagen, dieser Platzverweis, der war ohnehin nicht gerechtfertigt. Und das könnte sich zu einem größeren Disput hochschaukeln. Im Kern geht es in diesem Fall aber um weit mehr als um eine aufgehobene Spielsperre. Das alles rückt die enge Beziehung zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump erneut ins Rampenlicht. Eine Beziehung geprägt von viel öffentlichem Schulterklopfen. I have a great relationship. I'm really lucky. I have a great relationship with President Trump, who I consider really a close friend. He has such an incredible energy, and this is something that I really admire. A great leader in sports and a great gentleman. Thank you very much, Johnny. Infantino ist in eine Situation geraten über die vergangenen Jahre. Er hat durch Donald Trump nochmal eine ganz andere Macht gespürt. Ja, war beim Amtsantritt, ist im Friedensgipfel. Kein Staatschef war so auf dem Weißen Haus wie der Fußballfunktionär Gianni Infantino. Und jetzt zeigt sich vielleicht, dass diese Beziehung auch nicht mehr vielleicht zu regelkonformen, neutralen Entscheidungen führen kann. Auf jeden Fall wird das hohe Wellen schlagen und wird die Integrität der FIFA, die ohnehin schon stark beschädigt ist, noch weiter schwächen. Heißt, der aktuelle Fall könnte die Korruptionsvorwürfe befeuern, mit denen die FIFA ja immer wieder konfrontiert ist. Normalerweise verbietet sich die FIFA eine direkte politische Einflussnahme im Fußball, aber sie legt sich das eben auch so aus, wie es für sie von Vorteil ist. Und der US-Präsident, man sagt immer der mächtigste Politiker der Welt, der ist offenbar eben zu mächtig. Was hat das nun also für Folgen? Was bedeutet es für den FIFA-Chef Gianni Infantino?
Auch innerhalb der FIFA gebe es Kritik, heißt es in Medienberichten. Und bei der UEFA soll sogar schon nach einem Gegenkandidaten für die nächste FIFA-Präsidentenwahl gesucht werden. Ja, er kann nach seiner Vorstellung noch ein letztes Mal wiedergewählt werden. Das passiert 2027 in Marokko, einem anderen großen Wachstumsmarkt des Fußballs, denn von dort soll der afrikanische Fußball weiterentwickelt werden. Ich glaube, wenn wir in der Schweiz, in Deutschland, in Großbritannien, vielleicht noch in einigen skandinavischen Ländern immer über die Kritik an Infantino sprechen, dann haben wir manchmal das Gefühl, das denkt die Mehrheit. Aber mein Eindruck ist, das ist nicht so. Denn Infantino hat offenbar jetzt schon die Stimmen in Afrika, in Asien, in Teilen Lateinamerikas sicher, um wiedergewählt zu werden. Und selbst wenn der Protest sich jetzt auf, sagen wir mal, einige Dutzend Länder ausweiten sollte, in Ländern, wo es eine freie kritische Presse gibt und wo wirklich Fußballverbände und Politik klar voneinander getrennt sind, was offenbar in den USA bislang ja auch immer der Fall war. Und diesmal ist es jetzt eben schwierig. Ich glaube nicht, dass Infantino das über lange Sicht schwächen wird, weil er die Netzwerke so konstruiert hat, da eigentlich immer durch solche Sachen durchzukommen. Und er hat auch schon ganz andere Skandale überlebt. Ronny Blaschke geht also nicht davon aus, dass das Ende von Gianni Infantino schon in Sichtweite ist. In Infantinos Karriere gab es bereits mehrere Skandale und Vorwürfe. Eine mögliche Absprache mit Donald Trump wäre dabei eigentlich nicht das Schwerwiegendste. Warum also sorgt sie trotzdem bei so vielen Menschen für Empörung? Es stützt ja vielleicht auch so ein bisschen das Narrativ der Großen gegen die Kleinen, des Wir gegen die, David gegen Goliath. Also der Sport lebt von solchen Geschichten. Und deswegen sind wir mal gespannt, ob die Gerechtigkeit dann auf dem Rasen wiederhergestellt wird. Das war News Plus. Produzentin Lea Sager, Mitarbeit Peter Hanselmann und die Fragen gestellt habe ich, Vanessa Ledergerber. Wenn ihr noch mehr über Gianni Infantino wissen wollt, zum Beispiel wie es der Walliser überhaupt geschafft hat, zum mächtigsten Mann im Weltfußball zu werden, dann empfehle ich euch König Gianni, die Infantino Story, ein Podcast von News Plus Hintergründe. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr ein aktuelles Thema habt, über das ihr gerne mehr hören würdet, dann schickt eure Ideen gerne an newsplus@srf.ch. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.